Die Jahre sind vergangen und Abraham ist nichts anderes übrig geblieben, als einfach die Sterne anzuschauen und geduldig auf das Wunder zu warten. Warten ist nicht immer einfach, gell? Weisst du noch, wie du dich aber so fest auf deinen Geburtstag, auf all die Geschenke hast gefreut, aber einfach noch ein paar Tage hast müssen warten. Abraham ist es genau gleich gegangen. Gott, warum geht es so lang? Ich muss nicht mehr warten. Der Abraham war in der Zwischenzeit schon 100-jährig. Das ist ganz schön alt. Er und Sarah waren eigentlich ganz glücklich. Aber eigene Kinder hatten sie noch keiner. Gott hat am Abraham etwas versprochen. Aber er hat ihm nicht gesagt, wann er es bekommen wird. Der Abraham hat also nicht nur einen grossen Glauben gehabt, sondern war auch sehr, sehr ein geduldiger Mensch. Eines Tages hat er und seine Frau Sarah Besuch bekommen. Es sind 3 Männer vorbeigelaufen, die eine direkte Botschaft von Gott im Himmel dabei hatten. Der Abraham hat sie gesehen und hat ihnen zugerufen. Ihr Mann, geht nicht einfach weiter. Hackelt da vor dem Zelt etwas ab. Ich will euch etwas zu essen und zu trinken geben. Ihr sollt euch ausruhen, bevor ihr weiterzieht. Sarah? Ja, Abraham, was ist? Es sind Männer bei uns zu Besuch. Könntest du ihnen etwas Feines kochen? Ja, ich mache heute ein paar Fladenbrot mit Mehl und Wasser. Und ich möchte das Geiss von unseren Geissli. Oh, super! Da gibt es sogar noch ein bisschen Fleisch dazu. Ich gehe ins Zelt und mache mich an die Arbeit. Der Abraham hat sein gemetzgete Geissli an Sarah gebracht. Dann ist er zu diesen Männern vor das Zelt gehockt. Wo ist denn deine Frau? Sarah? Sie ist im Zelt. Ich darf euch freuen. In einem Jahr wird Sarah einen Sohn haben. Sarah war zwar im Zelt, aber sie hat alles gehört, was der Mann gesagt hat. Sie musste gerade lachen, als sie das hat gehört und sagt zu sich selber: Ein Sohn? Jetzt, wo ich so alt bin, soll ich noch einen Sohn bekommen? Das ist ja also wirklich zum Lachen. Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt zum Vater werden. Abraham, warum lacht Sarah und kann es nicht glauben, dass sie einen Sohn bekommt? Für Gott ist nichts unmöglich. In einem Jahr werde ich wieder zu euch kommen und dann werdet ihr ein Baby haben. Für Gott ist wirklich nichts unmöglich. 1 Jahr später hat Sarah wieder lachen. Aber diesmal war es ein fröhliches Lachen, das direkt aus ihrem Herz kam. Weil das Wunder ist wirklich passiert. Der Abraham und Sarah haben einen Sohn bekommen, der Isaac.